Das Gericht respektierte den Jungen nicht, bis sein Vater als Bundeskommandeur eintrat. Der Gerichtssaal war muffig und gleichgültig, als der 14-jährige Aiden Brooks in Handselen hineingeführt wurde. Das Metall schnitt mit einer Härte in seine Handgelenke, die von etwas tieferem als nur körperlichem Schmerz saugte. Seine Haut, wundgerieben vom kalten, unerbittlichen Stahl, war mit blauen Flecken übersät, ein Beweis nicht nur der Fessel, sondern auch der Gleichgültigkeit des Systems gegenüber Jungen wie ich. Seine Schuhe scharrten bei jedem zögerlichen Schritt über den Fliesenboden, ein leises Echo in dem grauen Saal, der letzte nach altem Papier, Kaffee und Staubrot. Seine Augen, über sein Alter hinaus müde, husten durch den Raum, nahmen das gedämpfte Gemurmel, die neugierigen Blicke und das Meer der Gesichter wahr, die sich bereits entschieden hatten, wer er war, bevor er auch nur ein Wort gesprochen hatte. Niemand sah ihn unschuldig an. Nicht einmal neutral. Der Richter blickte nicht von seinen Papieren auf, sondern klappte beiläufig eine Akte so, als hinge nicht das Leben eines Kindes auf dem Spiel. Der Staatsanwalt beugte sich zu seinem Assistenten, kitscherte über etwas, das er gerade geflüstert hatte, und kritzelte dann mit einem teuren Füllfederhalter eine Notiz. Auf der Galerie waren alle Plätze mit Vertretern der Öffentlichkeit und der Presse besetzt. Einige kritzelten ihre Beobachtungen in Notizblöcke, andere schauten einfach mit dem distanzierten Interesse von Zuschauern einer unbedeutenden Vorstellung zu. Telefone waren stumm geschaltet, Kameras für den Moment ausgeschaltet, doch die Spannung im Raum summte vor Erwartung, denn jeder wusste, wie diese Dinge enden würden. Aidens schmaler Körper zitterte leicht, allerdings nicht vor Schuldgefühlen. Seine Angst hatte sich zu etwas anderem entwickelt, zu Resignation. Sein Mund fühlte sich trocken an, doch er wagte nicht, nach Wasser zu fragen. Jede Bewegung, jeder Atemzug fühlte sich wie ein Risiko an. Man hatte ihn bereits gewarnt, nicht zu sprechen, es sei denn, er wurde angesprochen. Man hatte ihm bereits gesagt, das Beste, was er tun könne, sei still und ruhig zu sein. Er sah am Tisch des Angeklagten wie ein Geisterjunge, nur körperlich anwesend. Der Pflichtverteidiger neben ihm, Gilson Tatte, strachte eine Müdigkeit aus, die an seinem zerknitterten Kragen und seinen halbherzigen Notizen klebte. Er sah Aiden nicht einmal an, als der Junge Platz nahm. Er blätterte nur in den Papieren und redete leise über Präzedenzfälle und Protokoll, als bereitete er sich auf einen Auftritt vor, den er nicht erleben wollte. Die Anklage war brutal, fast unglaublich für einen Jungen wie Aiden. Ihm wurde vorgeworfen, einen Wehenklassenkameraden angegriffen und den Jungen mit einem schweren Schädel-Hirntrauma ins Koma versetzt zu haben. Der Vorfall hatte sich in einem Flur einer Highschool ereignet, am helligsten Tag, voller Kameras. Doch das Videomaterial war irgendwie verschwunden. Verloren in einem System, das Dinge nur dann zu verlieren schien, wenn es den Mächtigen passte. Seugen insbesondere ein älterer Hausmeister, der angeblich die gesamte Auseinandersetzung gesehen hatte, waren nicht geladen worden. Nicht ein einziger. Stattdessen war eine selektive Darstellung zusammengestückelt worden, die Aiden als gefährliches, labiles Kind mit einer gewalttätigen Ader darstellte. Die Staatsanwaltschaft bezeichnete ihn als problematisch. Sie wiederholte das Wort, bis es sich in den Gerichtssaal einschlich. Problemjunge. Problematischer Hintergrund. Problematische Vergangenheit. Und dann war da noch seine Wohnsituation mit verblüffender Effizienz gegen ihn verwendet. Aiden hatte keine unmittelbare Familie. Seine Mutter, einst Krankenschwester und Sängerin in der Küche, war 2 Jahre zuvor an einer nicht diagnostisierten Herzkrankheit gestorben. Sie war in ihrer Wohnung zusammengebrochen. Aiden hatte sie gefunden. Die Erinnerung verfolgte ihn noch immer nachts. Sein Vater, Elias Brooks, war beim Militär. Ein dekorierter Offizier, der kurz nach ihrem Tod ins Ausland geschickt worden war. Monatelang hatte es keinen Kontakt gegeben, keine Anrufe, keine Briefe, keine Neuigkeiten. Niemand wusste genau, wo er war oder was er tat.
Niks einmal tie koordinatorin der Pflegefamilie hatte ihn erreichen können. Aiden var von einem Zuhause zum anderen geschoben worden wie ein Paket, das niemand abholen wollte. Jeder Umzug zerrte ein bisschen mehr an seiner Seele. Jedes Zuhause nackte an seinem Vertrauen. Die Anklage griff dies auf. Sie porträtierte ihn als einen jungen ohne Struktur, ohne Orientierung, ohne Zukunft. Sie sagte, habe sich geschlagen, weil keine Vorbilder hatte. Sie sagte, sei gewalttätig, weil die Welt ihm gegenüber keine Güte gezeigt habe. Die Medien saugten diesen Aspekt auf wie Geier, die von der Verwesung angesogen werden. Die Schlagzeilen waren scharf, rassistisch kodiert und unerbittlich. Teenager Verdächtiger lässt Gleichaltrigen ihm zurück. Problematische Vergangenheit des Jugendlichen unter Beobachtung. Schweigen des Watters wirft Fragen auf. Doch keiner von ihnen kannte die Wahrheit. Keiner von ihnen wollte die vergraben. Denn vor 2 Wochen war in einem nicht öffentlichen Militärtribunal, an das die Öffentlichkeit nie gelangt war, etwas Brisantes geschehen. General Elias Brooks, der Vater des Jungen, der nun ruhig im Gericht sitzt, hatte eine tief im Verteidigungsministerium verborgene Verschwörung aufgedeckt. Das unter strenger Geheimhaltung abgehaltene Tribunal befasste sich mit den Folgen einer geheimen Mission im Ausland, die aufgrund von Anweisungen politisch kompromittierter Vorgesetzter furchtbar schiefgelaufen war. Elias hatte seine gesamte Karriere riskiert, auszusagen. Die Ergebnisse belasteten mehrere hochrangige Beamte, nicht nur des Militärs, sondern auch der Zivilregierung, Senatoren, Richter und sogar ein oder 2 Gouverneure. Dank einer Geheimhaltungsvereinbarung, die durch Anordnungen der nationalen Sicherheit abgesichert war, waren diese Namen nie an die Öffentlichkeit gelangt. Doch hinter verschlossenen Türen brach Panik aus. Elias Brooks war zu einer Bedrohung geworden, nicht nur aufgrund seines Wissens, sondern auch aufgrund dessen, was noch tun könnte. Tage nach dem Tribunal war aus den offiziellen Militärkanälen verschwunden. Einige glaubten, sei untergetaucht. Andere sagten, sei unter einer anderen Identität versetzt worden. Einige flüsterten, sei abtrünnig geworden und suche Gerechtigkeit, die das System ihm verweigerte. Es gab Gerüchte, lege eine Akte an. Dass Zusammenhänge erkannt habe, die anderen entgangen waren. Dass beobachtete, auf den richtigen Moment wartete. Zurück im Gerichtssaal blieb diese Wahrheit unter Verschluss, genau wie die Beweise, die Aiden entlasten könnten. Die Justizmaschinerie arbeitete weiter. Richter Raimond Kochler, ein Mann mit einem Auge auf einen zukünftigen Bundesrichterposten und zu dessen Wahlkampfspendern einige der in das Tribunal verwickelten Personen gehörten, verbarg sein Desinteresse kaum. Setzte den offiziellen Verhandlungstermin 3 Tage später an und warf dabei kaum einen Blick in die Akten. Für ihn war das eine Formalität. Ein Gästchen zum Abhacken. Eine Geschichte, die sauber und ohne Aufsehen zu Ende gebracht werden musste. Bezirksstaatsanwalt Martin Hensley, elegant gekleidet und mit glatten Haaren, bereitete seine Zeugen vor. Keiner von ihnen hatte den Beginn der Konfrontation miterlebt. Alle wurden aufgrund ihrer Übereinstimmung mit der Geschichte ausgewählt, die verkauft wurde, dass Aiden seinen Klassenkameraden grundlos überfallen hatte. Dass ausgerastet war. Dass gefährlich war. Hensley hielt ohne zu zögern Pressekonferenzen ab und stellte Aiden im schlechtesten Licht dar, wohl wissend, dass die öffentliche Meinung eine Verurteilung erleichtern würde. Ein Junge ohne Eltern, ohne Zuhause und ohne Geld konnte sich gegen die Geschichte, die über ihn erzählt wurde, nicht wehren. Sogar Gilson Tate, der angebliche Verteidiger des Angeklagten, beugte sich vor und flüsterte Aiden während einer Pause zu, solle über einen Teil nachdenken. Die Strafe hätte schon verbüht. Eine kürzere Jugendstrafe. Tate sagte, dass sei besser, als auf eine Jury zu setzen, die ich nicht als mehr sehen würde, als das, was die Medien bereits über ihn geschrieben hatten. Aiden sagte nichts. Nickte nur stumm, während sich etwas Schweres in seiner Brust verkrampfte.
Var nicht schuldig. Hatte sich verteidigt. Der andere Junge, Brendan Callister, hatte ihn in die Enge getrieben. Hatte ihn angespuckt. Hatte ihn Dinge genannt, die nicht wiederholen konnte. Hatte den ersten Schlag ausgeführt. Aiden hatte nur zurückgeschlagen, als sein Kopf gegen den Spind hinter ihm prallte. Nur einmal. Mehr hatte es nicht gereicht. Und jetzt war hier. Gebrandmarkt. Verurteilt. Hinter den Kulissen weitete sich das Spiel aus. Es wurden Telefongespräche geführt. Geflüsterte Namen wurden in verschlossenen Räumen ausgesprochen. Bundesbeamte setzten alles daran, sicherzustellen, dass bestimmte Verbindungen nie aufgedeckt wurden. Medienvertreter erhielten Hinweise zu Aidens Jugendgeschichte, seiner Zeit in Pflegefamilien und seinen Schulzeugnissen, alles darauf ausgelegt, den Eindruck von Kriminalität zu erwecken. Die Maschinerie lief nicht nur weiter, sondern verstärkte sich mit jeder Lüge, jedem Stück Wahrheit, das unter den Teppich gekehrt wurde. Und während all dem sah Aiden still da wartend. In der Hoffnung, dass jemand durch den Gerichtssaal käme. Jemand, der noch an ihn glaubte. Doch niemand kam. Noch nicht. Nur das machlende Treiben eines kaputten Systems, das sich anschickte, einen weiteren Jungen zu verschlingen. 3 Tage später begann der Prozess ernsthaft, und die Atmosphäre im Gerichtssaal hatte sich von Routine zu Aufruhr gewandelt. Der Wandel war zunächst nicht offensichtlich, nicht für den flüchtigen Blick. Das übliche Gerichtspersonal bewegte sich mit denselben einstudierten Bewegungen, Platzanweiser legten Akten ab, Gerichtsdiener standen entspannt da, doch es lag eine Spannung in der Luft, die vorher nicht da gewesen war. Eine Reihe unbekannter Beobachter war auf der Galerie erschienen. Breitschultrige Männer in Zivil mit vorgeschriebenen Haarschnitten, undurchschaubaren Gesichtern, deren Augen jeden Winkel des Raumes absuchten. Sie waren keine Familienmitglieder oder Lokaljournalisten. Sie waren keine Freunde der Anklage. Ihre Stille, ihr Schweigen, ihre Anwesenheit sagten mehr, als jedes den Station es vermocht hätte. Militär. Hochrangig. Beobachtet. Andere hatten sich subtiler eingeschlichen, gut gekleidete Männer und Frauen, die sich Presseausweise gaben, aber nie Notizen machten. Keine Kameras, keine Aufnahmen, nur verweilende Blicke und eine unheimliche Stille. Wie leicht Bundesagenten, obwohl niemand es bestätigte. In der Nähe der Ausgänge positioniert, in den aueren Reihen sitzend, verschmolzen sie mit dem Hintergrund wie Schatten, doch ihr Blick blieb auf dem Richtertisch. Richter Kochler bemerkte es. Seine steife Haltung und das untypische Herumfummeln an seiner Brille verrieten sein Unbehagen. Der Bezirksstaatsanwalt Martin Hensley wirkte abgelenkt, weniger selbstsicher als zuvor. Seine Blicke zur Galerie waren kurz, aber häufig. Und obwohl versuchte, den gleichen Anklagenden Elan zu bewahren, lag hinter jedem seiner Worte ein Zögern, wie bei einem Mann, der darauf wartet, dass eine Bombe hochgeht, unsicher, ob den richtigen Tracht in der Hand hat, doch nichts davon war Aiden wichtig. Nicht die Anzüge. Nicht die wechselnden Gesäten im Raum. Sein Blick war auf den Boden gerichtet. Seine Handflächen pressten sich flach auf den Tisch der Verteidigung, seine Nägel gruben sich in die Kante, als dämmten sie sich gegen einen unsichtbaren Wind. In diesem Gerichtssaal, bei diesem Spektakel, drehte sich nichts mehr um ihn. Es war ein Theaterstück, das in seinem Namen aufgeführt wurde, aber nicht um seinetwillen. Sie versuchten nicht zu verstehen, wer er war. Sie benutzten ihn. Er war zum Symbol geworden, zum Sündenbock, zum Opferjungen in einer Geschichte, die einer beängstigten Gesellschaft versichern sollte, dass die Ordnung aufrechterhalten würde. Dass das System jede Bedrohung eindämmen konnte, die ihrer Meinung nach darstellte. Die Staatsanwaltschaft handelte rasch und verschwendete keine Zeit damit, ihre Geschichte zusammenzustellen. Aidens Suspendierungen wurden wie ein Strafregister vorgeführt. Weil einen Jungen geschubst hatte, der ihn in der Cafeteria zu Fall gebracht hatte.
Eine andere, weil sich weigerte, den Unterricht zu verlassen, als fälschlich des Betrugs beschuldigt wurde. Jeder Vorfall, unbedeutend und aus dem Kontext gerissen, wurde als Zeichen tieferer Instabilität dargestellt. Sie beschrieben ihn als unberechenbar, emotional sprunghaft und schnell wütend. Die Aussagen der Lehrer, sorgfältig ausgewählt und redigiert, wurden vorgelesen, ohne zu erwähnen, dass die meisten dieser Lehrer keine formelle Beschwerde eingereicht hatten. Es ging nicht um Wahrheit. Es ging um Dynamik. Dann kam Brendan Callisters Mutter in den Zeugenstand gerufen wie eine trauernde Zeugin in einem bereits entschiedenen Prozess. Ihre Stimme zitterte, ihre Lippen zitterten, als sie beschrieb, wie sie ihren Sohn bewusstlos, an Maschinen angeschlossen und mit Schädelbruch gesehen hatte. Tränen strömten ihr übers Gesicht, als sie sich an die Fahrt im Krankenwagen, die Warnungen der Ärzte und die schlaflosen Nächte erinnerte. Und die Jury, handverlesen von einem System, das eigentlich seine eigenen schützen sollte, zeigte sich mitfühlend. Doch nirgends in ihrer Aussage erwähnte sie, dass ihr Sohn der Angreifer gewesen war. Nirgendwo gab sie zu, dass Brendan Aiden am Kragen geserrt und seinen Kopf so fest gegen einen Spind geschlagen hatte, dass seine Delle entstand. Sie wiederholte einfach die Geschichte, die sie hören wollten, dass Aiden angegriffen hatte. Dass Brendan das Opfer war. Dass keine Provokation solche Gewalt rechtfertigte. Gilson hatte, Aidens Pflichtverteidiger, erhob nur Einspruch, wenn es unbedingt nötig war. Die meisten seiner Proteste wurden abgetan und mit Formalien begründet, bevor sie richtig ausgesprochen werden konnten. Würdigte Aiden kaum eines Blickes. Keine Beruhigung. Kein Vertrauen. Nur Schweigen. Stellte die Darstellung der Staatsanwaltschaft nicht in Frage. Rief die fehlenden Zeugen nicht auf. Verlangte nicht die vollständigen Überwachungsaufnahmen der Schule. Diese waren aufgrund eines vermeintlichen Systemfehlers bequemerweise als unvollständig gekennzeichnet worden. Nichts davon stimmte, doch niemand unternahm etwas, es zu korrigieren. Dann kam die Audioaufnahme. Die Staatsanwaltschaft brachte sie mit einem Gefühl des Höhepunkts vor, als wäre dies der Wendepunkt, der Aidens Schicksal besiegelte. Der Gerichtssaal wurde leicht gedämpft, als eine plätschernde, verserte Aufnahme aus den Lautsprechern ertönte. Die Stimme eines Jungen, fern, gedämpft, sprach in gebrochenen Sätzen. Irgendwas über Bedauern. Irgendwas über Kontrollverlust. Die Sätze waren vage, zusammengestückelt. Für die meisten klang es wie ein Eingeständnis. Für jeden, der verstand, wie so etwas funktionierte, klang es manipuliert. Die Betonung passte nicht zu Aidens Sprache. Der Rhythmus war falsch. Der Tonfall gekünstelt. Etwas war verändert worden. Aiden wusste es sofort. Das war nicht seine Stimme. Nicht ganz. Sie hatten Ausschnitte von irgendwoher genommen, vielleicht aus einer aufgezeichneten Beratungssitzung, vielleicht einer Schulversammlung, und sie zu einer Erzählung zusammengefügt. Ihm drehte sich der Magen als Tatte hilfesuchend, protestierend irgendetwas ansah. Doch der Anwalt kritzelte nur eine Notiz, die Augen halb geschlossen, als sei das Ergebnis bereits unabänderlich. Der Richter nickte langsam. Die Audioaufnahme hatte ihre Wirkung getan. Aiden konnte es spüren. Wie ein weiterer unsichtbarer Siegelstein auf seiner Brust. Ein weiterer Atemzug, der schwerer wurde. Und dann war es soweit. Die Türen des Gerichtssaals öffneten sich mit einem hohlen Klacken, das wie Donner durch die abgestandene Luft schnitt. Es war nicht laut. Nicht dramatisch. Aber es war endgültig. Absichtlich. Köpfe drehten sich instinktiv Der Gerichtsdiener erstarrte mitten im Schritt, ein Dokument in der Hand. Eine Präsenz betrat den Raum, die nicht zu dieser Welt des Flüsterns und Protokolls gehörte. Ein grauer Mann in voller Uniform stand an der Schwelle, seine Stiefel perfekt poliert, seine Orden fingen das Licht gerade genug ein, Aufmerksamkeit zu erregen. Alle in seine Haltung flötte Respekt ein.
Stille Trattein. Absolut und augenblicklich. Bundeskommandeur Elias Brox war eingetroffen. Es gab keine Ankündigung. Keine Warnung. Nur das plötzliche Auftauchen eines Mannes, der die Last von Kriegen, von Geheimhaltungsansprüchen und von Entscheidungen trug, die in Raumen weit über diesem Gerichtsgebäude getroffen wurden. Ging nicht wie jemand, der einen Gerichtssaal betritt. Ging wie jemand, der feindliches Gebiet betritt, zielstrebig, berechnend, ihm wollen Bewusstsein seiner Anwesenheit. Ein geutschendes Töchnen ging durch die Galerie. Einige Geschworene beugten sich vor, unsicher, ob dies echt war. Reporter, sowohl die legitimen als auch die falschen, versuchten verzweifelt zu bestätigen, was sie sahen. Die Militärbeobachter richteten sich auf. Einige tauschten Blicke. Andere schauten weg. Die Bundesagenten in der Nähe der Ausgänge spannten sich an, entspannten sich dann aber langsam. Sie wussten, dass dies größer war, als es aussah. Richter Kochlers Gesicht verlor jede Farbe. Die letzte Gelassenheit war augenblicklich verschwunden. Seine Hand griff nach seinem Hammer, hielt aber mittendrin inne. Hensley, der einst so großspurige Staatsanwalt, kramte in seinem Papierstapel, den Blick auf die Gestalt gerichtet, die sich dem Tisch der Verteidigung näherte. Aiden stand langsam auf, unsicher, ob träumte. Der Gerichtssaal, der ihm zuvor nichts als kalte Distanz geboten hatte, schien nun in einem kollektiven Herzschlag erstarrt zu sein. Zum ersten Mal seit Monaten sah Aiden seinen Vater. Elias Brox sagte zunächst nichts. Legte eine dicke Akte auf den Tisch der Verteidigung, eine mit einem roten Siegel, nicht für Zivilisten bestimmt. Seine Uniform war tadellos, sein Gesicht abgekämpft, aber entschlossen. Jede seiner Bewegungen war bedächtig. Warf Tate keinen Blick zu. Fragte nicht um Erlaubnis. Setzte sich einfach neben seinen Sohn und sah ihm in die Augen. Aiden konnte nicht sprechen. Musste nicht. Die Hand seines Vaters berührte kurz seine Schulter und stützte ihn. Dann wandte sich dem Richterstuhl zu. Machte klar, von nun an würde seinen Sohn vertreten. Seine Stimme war leise, aber klangvoll. Die Aussage war keine Bitte. Es war eine Erklärung. Richter Kochler versuchte zu protestieren und berief sich auf das Protokoll, doch seine Stimme versagte, als Elias ihm einen Gerichtsbeschluss über den Richterstuhl schob. Ein klares offizielles Dokument, unterzeichnet von einem Bundesrichter und gegengezeichnet von einem Anwalt des Verteidigungsministeriums. Die Autorität war klar. Der Gerichtssaal, an seine eigenen Gesetze gebunden, hatte keine Chance. Niemand wagte zu widersprechen. Die Wende erfolgte schlagartig. Der Gerichtssaal, einst voller Feindseligkeit, hielt nun den Atem an. Zum ersten Mal schienen sich die Wände nach innen zu neigen und zuzuhören. Die Anklage verstummte. Die Zuschauer, einst schnell im Urteil, verstummten. Und Aiden, immer noch stehend, immer noch mit weit aufgerissenen Augen, fühlte etwas, das seit der Beerdigung seiner Mutter nicht mehr gefühlt hatte. Hoffnung. Nicht, weil plötzlich Gerechtigkeit aufgetaucht wäre, sondern weil jemand Mächtiges für ihn in den Kampf eingetreten war. Weil sein Vater, ein Mann, den das System nicht ignorieren konnte, in die Schatten getreten war, mit einem so hellen Licht, dass selbst die Korruptesten blinzeln mussten. Der Prozess war noch lange nicht vorbei. Aber alles hatte sich geändert. Was folgte, war kein Prozess, es war eine unerbittliche Enthüllung, die wie ein Lauffeuer durch den Gerichtssaal fegte und jede Unwahrheit und Halbwahrheit versehrte, auf der die Anklage ihren Fall aufgebaut hatte. Der Raum, einst ein steriles Theater inszenierter Anschuldigungen, verwandelte sich in ein Schlachtfeld für die Wahrheit, dessen Wände die Last der Geheimnisse absorbierten, die lange im Schatten geschwelt hatten. Commander Elias Brox wurde mehr als ein eingreifender Vater, war eine Macht der Abrechnung, die Macht ausübte, die über die übliche Reichweite des Gerichtssaals hinausging, und forderte, dass die Lügen aufgedeckt wurden.
Von begin seiner intervention an presentierte Brauchsbeweise, die von den mit der Justiz betrauten Personen bewusst unterschlagen, Wertrecht oder schlichtweg ignoriert worden waren. Begann mit den Überwachungsaufnahmen aus dem Flur, die Staatsanwaltschaft hatte darauf bestanden, sie seien unvollständig oder verfälscht. Dort legte ein vollständiges, ungeschnittenes Transkript vor, das die sorgfältig ausgearbeitete Darstellung erschütterte. Das Video zeigte die Momente vor dem Vorfall in aller Deutlichkeit, Aiden in die Enge getrieben und verzweifelt, handelte ausschließlich in Notwehr. Der Junge, der behauptet hatte, verletzt worden zu sein, war zu sehen, wie provozierte, schubste und schließlich zuerst zuschlug. Das Gericht beobachtete fassungslos, wie jedes Bild bestätigte, was viele vermutet, aber nicht auszusprechen gewagt hatten. Es war unbestreitbar. Aiden war nicht der Angreifer gewesen. Als nächstes folgte die forensische Analyse des berüchtigten Audiogeständnisses, das Aidens Schicksal beinahe besiegelt hätte. Experten, die unter Brauchs Aufsicht hinzugezogen wurden, legten die Manipulationen des Audios in akribischer Detailliertheit offen. Digitale Fingerabdrücke enthüllten mehrere Bearbeitungsebenen, herausgeschnittene und zusammengefügte Ausschnitte, veränderte Tonhöhen, die Originalstimme zu überdecken, umgekehrte oder verlangsamte Abschnitte, den Kontext zu verzerren. Zum ersten Mal erfuhr der Gerichtssaal die Wahrheit, das sogenannte Geständnis war nichts weiter als eine ausgeklügelte Erfindung. Aidens Verteidiger, der zuvor passiv gewirkt hatte, beobachtete nun mit vorsichtiger Hoffnung, wie das Fundament der Argumentation der Staatsanwaltschaft zerbröckelte. Es folgten eidesstattliche Erklärungen von Mitschülern, die zunächst entlassen oder zum Schweigen gebracht worden waren. Diese jungen Zeugen zeichneten ein Bild, das der Darstellung der Staatsanwaltschaft in jeder Hinsicht widersprach. Sie sprachen von dem unerbittlichen Mobbing, das Aiden ertragen musste, von der Eskalation, die zur Schlägerei führte, und von seiner Zurückhaltung angesichts der Provokation. Eine eidesstattliche Erklärung schilderte, wie ein Lehrer den ersten Übergriff miterlebt hatte, aber unter Druck gesetzt wurde, zu schweigen. Eine andere beschrieb, wie Schulbeamte Berichte manipuliert hatten, Kontroversen zu vermeiden. Jede Aussage war ein Baustein, der die Mauer der Lügen einriss. Doch die vernichtendste Enthüllung stand noch bevor und löste eine Schockwelle im Gerichtssaal und darüber hinaus aus. Commander Brauch spielte eine Aufzeichnung von vor 2 Wochen ab, ein abgefangenes, vertrauliches Gespräch, das den Kern der Korruption enthüllte, die den Fall durchdrang. Die Aufnahme stammte von einem geheimen Telefonat zwischen Staatsanwalt Hensley und einem unbekannten Agenten einer privaten politischen Gruppe, die stark daran beteiligt war, rassistisch motivierte Fälle zu inszenieren, Wahlkämpfe zu unterstützen. Ihre Sprache war kalt und berechnend. Sie diskutierten, wie Aidens Fall bewusst ausgewählt worden war, weil sein Vater, vom Militär als Wehrmist gemeldet, abwesend war und man vermeintlich leicht eine Verurteilung ohne Widerstand erreichen konnte. Die Worte schnitten tief, ein gnadenloses Eingeständnis ihrer Absicht, einen Jungen für politische Zwecke zu opfern. Wir werden diesen Jungen begraben, verkündete Hensleys Stimme schlicht, Arroganz klang aus jeder Silbe. Hat keine Unterstützung. Ein letzter Sieg, augenblicklich brach eine Welle der Panik aus. Die Jury, die Zuschauer, selbst das Gerichtspersonal tausten Blicke, die zwischen Unglauben und Empörung schwankten. Richter Kochler versuchte, die Verhandlung zu vertagen, wie leicht die Flut des Desasters, die seinen Gerichtssaal erfasste, einzudämmen. Doch Commander Brauchs, unnachgiebig, berief sich auf seine bundesstaatliche Autorität und weigerte sich, den Prozess schließen zu lassen. Seine Anwesenheit, seine Macht und die Dokumente, die in Händen hielt, ließen keinen Raum für Rückzug. Bestand darauf, dass das Gericht in Sitzung bliebe und die Wahrheit besaugen sollte, die man zu unterdrücken versucht hatte, mit fester und gebieterischer Stimme, die Verkörperung des Widerstands. Während Brauchs weitermachte, strömten weitere Geheimnisse wie ein unerbittlicher Sturm hervor.
Ein Muster manipulierter Beweise in Richter-Kochlers früheren Urteilen wurde offengelegt und enthüllte eine jahrelange Geschichte richterlicher Komplizenschaft. Verbindungen zwischen Staatsanwalt Hensley und einem Rüstungsunternehmen, das dafür berüchtigt war, in Militärschulen Racial-Profiling-Taktiken anzuwenden, kamen ans Licht, was auf einen umfassenderen systemischen Verfall hindeutet. Am erschreckendsten war jedoch das sich abzeichnende Muster, schwarze Jugendliche aus Militärfamilien ins Visier zu nehmen, Kinder, die im Kreuzfeuer von Vorurteilen und politischer Zweckmäßigkeit gerieten und als letzte Beute galten, eine Fassade der Kontrolle aufrechtzuerhalten. Der Gerichtssaal, einst ein Ort der Ordnung und Förmlichkeit, fühlte sich an, als würde von innen herausbrennen, versicht von Wahrheiten, die so brennend waren, dass sie das System, das sie enthüllten, zum Einsturz zu bringen drohten. Geflüsterte Gespräche unter den Zuschauern wurden lauter, Reporter gaben ihre Zurückhaltung auf, und die Geschworenen wirkten sichtlich erschüttert, als die Illusion der Unparteilichkeit zerfiel. Die Machtverhältnisse verschoben sich spürbar, und diejenigen, die eben noch unbesiegbar schienen, waren nun zu bloßen Spielern degradiert, die ihren Ruf kämpften. Am Ende des Tages war der Aufruhr perfekt. Der Bundesmarschall, leise, aber bestimmt herbeigerufen, eskortierte Richter Kochler aus dem Gerichtssaal. Sein Gesicht war blass und niedergeschlagen, als er schweigend abgeführt wurde. Die Autorität des Gesetzes war in Frage gestellt und sein Vollstrecker entfernt worden. Staatsanwalt Hensley, der zunehmendem Druck und den unleugbaren Beweisen seiner Mitschuld ausgesetzt war, reichte noch am selben Abend seinen Rücktritt ein stillschweigendes Eingeständnis von Schuld und Versagen. Die politische Maschinerie, die das Unrecht orchestriert hatte, zerbrach unter der Last der Enthüllung. Während all dem stand Commander Brock seinem Sohn zur Seite, seine Präsenz war Schutz und Leuchtfeuer zugleich. Eine graue Hand ruhte fest auf Aidens Schulter und stützte den Jungen, der so viel ertragen hatte. Aiden, noch immer in seiner Gerichtsuniform, ließ zum ersten Mal seit Monaten seinen Tränen freien Lauf, Tränen nicht der Angst oder Frustration, sondern der tiefen Erleichterung. Die erdrückende Last, die auf ihm lastete, löste sich und wurde durch eine zerbrechliche, aber wachsende Hoffnung ersetzt. Vater und Sohn sprachen keine Worte. Keine waren nötig. Die Stille trug das unausgesprochene Versprechen in sich, dass der Kampf noch lange nicht vorbei war, sie aber gemeinsam, stärker und entschlossener, durchstehen würden. Der Gerichtssaal war ein Schmelztiegel gewesen, der die Lügen vernichtete, und aus der Asche begann etwas Reales zu entstehen, eine Chance auf Gerechtigkeit, eine Chance auf Wahrheit und eine Chance für einen Jungen endlich so gesehen zu werden, wie er wirklich war. Die folgenden Tage überrollten Aiden wie eine unerbittliche Flut, und ihre Turbulenzen waren trotz des Gerichtssieges noch lange nicht vorbei. Die Geschichte verbreitete sich wie ein Lauffeuer in den nationalen Medien, und die Schlagzeilen waren mit einer Intensität, die kaum jemand ignorieren konnte. Bundeskommandant zerstört korruptes Gericht, Sohn zu retten, Vater beim Militär erschüttert, dann wiederhergestellt, und Einblicke in den Fall, der systemische Faulnis aufdeckte. Die Geschichte eroberte die öffentliche Vorstellungskraft und entfaltete sich wie ein Drama, das viel zu lange unter der Oberfläche geschwelt hatte. Übernatzt wurde Aidens persönlicher Kampf zum Symbol für etwas Größeres, eine Abrechnung mit einem System, das Kinder wie ich lange im Stich gelassen hatte. Die Ermittlungen der Bundesbehörden wurden mit einer Dringlichkeit aufgenommen, die durch die öffentliche Empörung angeheizt wurde. In den Skandal verwickelte Staatsanwälte gerieten unter Beobachtung, einst als unantastbar geltende Ämter sahen sich mit Prüfungen, Disziplinarverfahren und in einigen Fällen sogar strafrechtlichen Ermittlungen konfrontiert. Bürgerrechtsanwälte rollten Dutzende von Fällen im Zusammenhang mit Richter Kochlers Gericht wieder auf und durchforsteten verstaubte Akten und fehlerhafte Urteile, Ungerechtigkeiten aufzudecken, die unter der Last von Voreingenommenheit und politischer Zweckmäßigkeit begraben worden waren. Die Flut an Enthüllungen war schwindelerregend, erschütterte die Rechtsgemeinschaft und löste Forderungen nach umfassenden Reformen aus, die weit über Aidens Fall hinausgingen.
Doch für Aiden selbst verliefen die Nachwirkungen ruhiger, weniger dramatisch, aber nicht weniger tiefgreifend. Die Anklage gegen ihn wurde rasch fallen gelassen, Wegeffekt von den unbestreitbaren Wahrheiten, die vor Gericht ans Licht kamen. Das Pflegesystem, das versucht hatte, ihn zurückzugewinnen, stieß auf entschlossenen Widerstand. Commander Brooks hatte bereits das komplexe, emotional aufgeladene Verfahren eingeleitet, aus dem aktiven Dienst auszuscheiden und das alleinige Sorgerecht für seinen Sohn zu erhalten. Der Soldat, einst distanziert, überwältigt von Trauer und Pflicht, widmete sich nun ganz Aidens Fürsorge und Schutz. Zum ersten Mal seit Jahren kehrte Aiden nach Hause zurück, ein Ort, der nicht von Unsicherheit oder Verlassenheit geprägt war, sondern von der beständigen Anwesenheit eines Vaters, der ihn nicht gehen lassen wollte. Die Verwandlung war subtil, aber kraftvoll. Aidens Alltag verlagerte sich von den sterilen Hallen der Gerichtssäle und Pflegeheime hin zur stillen Stärke eines von Liebe und Geborgenheit geprägten Zuhauses. Brooks fand trotz der Müdigkeit, die sich in sein Gesicht einprägte, und der Last jahrelanger Kämpfe mit persönlichen und systemischen Dämonen einen neuen Sinn. Jeder Tag mit Aiden bestärkte ihn in seinem Entschluss, das zu schützen, was ihm beinahe gestohlen worden wäre. Das Haus hallte wieder von kleinen, aber bedeutsamen Momenten, gemeinsamen Mahlzeiten, zaghaften Gesprächen und dem langsamen Wiederaufbau des Vertrauens, das weder seit Nottrauma über Nacht auslöschen konnten. Einen Monat später sollte die Öffentlichkeit eine andere Seite dieses Kampfes sehen. Auf den Stufen eines Bundesgerichts in Washington, D.C. stand Brooks vor einem Meer von Reportern und blitzenden Kameras. Seine Uniform war durch Zivilkleidung ersetzt worden, und strahlte eine Präsenz aus, die sowohl gebieterisch als auch zutiefst persönlich war. Seine Aussage war nicht nur ein juristischer Sieg, sie war eine Kampfansage an die systemischen Versäumnisse, die seine Familie beinahe zerstört hätten. Es ging nicht nur seinen Sohn. Es ging ein System, das Kinder wie Aiden lange Zeit wie entbehrliche Sachfiguren in einem von Vorurteilen und Macht manipulierten Spiel behandelt hatte. Brooks schwor, dass diese Ungerechtigkeit ein Ende haben würde, ein Versprechen, das über die Mauern des Gerichtssaals hinaus bis in die Herzen derer hallte, die den Kampf miterlebt hatten. Doch hinter den öffentlichen Erklärungen und umfassenden Reformen verbarg sich eine leisere, schmerzhaftere Wahrheit. Hinter den Kulissen wurde bekannt, dass Commander Brooks die Tiefen der Korruption schon seit Jahren kannte, lange bevor der Name seines Sohnes Schlagzeilen machte. Der Schmerz über den Tod seiner Frau hatte seinen Willen, sich dem System entgegenzustellen, geschwächt und ihn gebrochen und in Schweigen versunken zurückgelassen. Die Last des Verlustes hatte ihn zu einem kampflosen Soldaten gemacht, einem Mann, der von Geistern und Reue heimgesucht wurde. Erst als die Maschine Aiden holte, als sich genau das System, das einst zu beschützen geschworen hatte, gegen sein eigenes Blut wandte, entflammte dieses Feuer neu. Kehrte nicht als befehlsgebundener Soldat zurück, sondern als Vater, unerschütterlich in seiner Liebe und Entschlossenheit. Das Schlachtfeld hatte sich verändert, doch der Kampf war derselbe, ein Kampf Schutz, Rückgewinnung, Gerechtigkeit. Aiden stand ihm in all dem zur Seite, nun frei, aber für immer gesegnet von der Tortur. Der Junge, einst zum Schweigen gebracht, missachtet und entmenschlicht, trug nun die Last des Überlebens und der Widerstandsfähigkeit in seinen Augen. Seine Narben, sichtbar und unsichtbar, erinnerten an die Kämpfe und den Preis, den gezahlt hatte. Doch in diesen Narben brannte das Feuer, das sein Vater entzündet hatte, eine Glut der Hoffnung, des Mutes und der unerschütterlichen Entschlossenheit, die nicht erlöschen wollte. Gemeinsam verkörperten sie eine Geschichte von Erlösung und Abrechnung, ein Zeugnis für die Macht der Liebe und die Notwendigkeit des Widerstands in einer Welt, die allzu oft von Vorurteilen geblendet ist. Der Gerichtssaal, der einst die Gerechtigkeit vergessen hatte, erinnerte sich nun. Die zum Schweigen gebrachten Stimmen fanden Resonanz. Und das System, einst als unerschütterlich gegolten, sah sich einer Abrechnung gegenüber, der es sich nicht entziehen konnte. Sie erinnerten sich, und sie würden nie wieder vergessen.